Berichte einer ehemaligen Gefangenen aus einem Lager in Ostturkestan lassen das Blut in den Adern gefrieren. 2 Monate lang hielt sie sich in den angeblichen Ausbildungslagern auf und berichtet von der schweren Zeit, möchte allerdings anonym bleiben. Jeden Tag wurde sie gezwungen, mindestens 2 Polizisten zu befriedigen. Die 2 Monate Aufenthalt im Lager wurde sie von etwa 180 Chinesen vergewaltigt. Laut ihrer Aussage werden alle Frauen Qualen dieser Art mindestens 2 Stunden täglich ausgesetzt. So kommt es, dass die meisten Frauen sich am liebsten umbringen wollen, was jedoch in den Lagern nicht möglich ist. Unsere Recherchen diesbezüglich werden weiter fortgeführt und ausgeweitet. Die Protestveranstaltungen wurden in Konya, Ordu und Trabzon organisiert. Ziel war erneut die Verurteilung und Anprangerung chinesischer Politik. Die menschenunwürdige Unterdrückung der Uiguren soll beendet werden. Die Krise um den Huawei-Konzern schlägt weitere Wellen. Die Regierung Kanadas berichtete von einer weiteren Verhaftung eines Kanadiers durch chinesische Beamte. Der Bericht wurde von Peking noch nicht bestätigt. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums äußerte, keine Kenntnis über den Vorfall zu haben. Das umstrittene Dragonlay-Projekt von Google wird eingestellt. Das Projekt war als eigens für China konzipierte Suchmaschine gedacht worden, die laut dem Geschäft des Google-Konzerns PJ bereits von Beginn an bestens an Chinas Zensurmechanismen angepasst worden war. In einer Anhörung im Kongress verlautbarte er weiter, dass es keine weiteren Pläne für China gäbe, da der Zugang zu Informationen ein Menschenrecht sei, welches Google für jedermann zugänglich machen wolle. In den letzten Jahren erhöhten sich Cyberattacken auf europäische Netzwerke massiv. Der New York Times zufolge haben Hacker erfolgreich die europäisch-diplomatische Kommunikation im Visier. Die Sicherheitsfirma Alan One, die Entdecker der Angriffe war, berichtete von ausreichend Material über politische Kommunikation, wirtschaftliche Aktivitäten und vielen weiteren Themen, die von den Hackern erbeutet wurden.